Es gibt einen Werbespruch, der lautet: In dir steckt mehr, als du denkst. Die Predigt jetzt hören, wir sehen ein Röntgenbild, ich glaube Wirbelsäule, und dabei noch klar erkennbar eine Schere. In dir steckt mehr, als du denkst. Das ist natürlich ein negatives Beispiel, das sich niemand wünscht. Aber es gibt ja die positive Seite, dass wir uns überhaupt nicht bewusst sind, was in uns steckt, zu was wir noch berufen und fähig sind. Weil jedes Kind Gottes bekommt als Geschenk den Heiligen Geist von oben. Ja, unser Leib ist Wohnort und nicht nur Wohnort, sondern sogar Tempel von dem Heiligen Geist. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, fragte Paulus Christen in Korinth. Und je besser wir den Heiligen Geist kennen, desto besser wissen wir auch, was in uns innen steckt. Pfingsten ist ja der Geburtstag der Kirche oder der Gemeinde. Wir feiern da das Kommen vom Heiligen Geist, sichtbar auf die Erde, aber wir feiern zugleich auch den Abschluss der Osterzeit. Und nach christlicher Lehre ist wirklich jeder wiedergeboren, der den Heiligen Geist bekommen hat. Und darum ist jeder Glaubende ein Tempel vom Heiligen Geist. Wir wissen sicher, dass Jesus unmittelbar vor seinem Weggehen, vor Himmelfahrt, seinen Nachfolger 2 Versprechen gemacht hat. Das erste ist: Ich komme wieder. Was für ein Trost. Und das Versprechen, das hat er noch nicht eingelöst. Und das andere ist das Versprechen vom Tröster, der Heilige Geist, den er schenken werde. Und das Versprechen ist bereits erfüllt. Das heisst, wir müssen als Christen nicht irgendwie unseren Weg durch die komplizierte Welt finden, sondern wir haben Kraft versprochen bekommen. Und zwar: Ihr werdet die Kraft, oder wörtlich, habe ich euch schon mehr gesagt, die Dynamik des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Unter den Pfingsten ist es dort passiert, was der David uns vorgelesen hat. Nämlich, dass Menschen zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das hat Auswirkungen. Christen entdecken immer mehr, was für eine gewaltige Kraft und Dynamik und Bewegung durch den Heiligen Geist in ihr Leben gekommen ist. In dir steckt mehr, als du denkst. Das möchte ich, dass wir das auf den Heiligen Geist anwenden. Leider ist es dabei zu einer leichten und folgenschweren Akzentverschiebung gekommen. Wie können wir den Heiligen Geist am besten für unsere Zwecke einsetzen? Das ist eine Frage, die sich wie ein roter Faden durch die ganze Kirchengeschichte zieht. Wie können wir den Heiligen Geist am besten für unsere Zwecke einsetzen? Die verschiedenen Frömmigkeitsstile fragen ja auch nach unterschiedlichen Wirkungen vom Heiligen Geist. Für einige soll der Heilige Geist eine Art Ecstasy sein, wo wie eine Droge auf christlichen Veranstaltungen auf Kommando wirkt. Für andere soll der Heilige Geist ein Mittel sein, das ihnen ein gutes Gefühl vermittelt und sie in jeder Minute von ihrem Leben vor einem Jammertal schützt. Andere wachen über die Theologie, und der Geist muss in die Form von der richtigen Lehre gegossen sein und bleiben und darf ja nicht zu unkontrollierter Frömmigkeit führen. Und dann gibt es noch die bemüht sind, das Wirken vom Heiligen Geist auf die rein psychologische Ebene zu verbannen. Und das Schöne ist für mich, Gottes Geist wird trotzdem
wie, wenn und wo das er will. Laut oder leislich, sichtbar oder unsichtbar, im grossen Jubel, in tiefer Niedergeschlagenheit. Bei Menschen, die wir für unfromm halten, manchmal mehr als bei solchen, die wir meinen, wie fromm das sie sind. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich persönlich halte fest an dem Versprechen, das Jesus uns gegeben hat. Und ich fühle diese Kraft, diese Dynamik bei mir mal mehr, mal weniger. Bei unserer Gemeinde fühlen sie mal mehr, ist sie mal sichtbarer, mal weniger sichtbar. Aber ich bin überzeugt, sie ist da. Und ich wünsche mir, dass durch die Kraft vom Heiligen Geist noch viele, viele Menschen Jesus kennenlernen. Weil durch die Kraft vom Heiligen Geist sind wir ausgerüstet, in erster Linie, um Zeugen zu sein, zu bezeugen, was Jesus an uns da hat. Gottferne Menschen sollen sehen, was für ein Geist das uns erfüllt. Und sie spüren das nämlich auch. Sie sollen hören, warum wir denn so von Hoffnung erfüllt sind. Und wir dürfen auf einen neuen Frühling hoffen. Haben wir überlegt, ob ich das so sagen soll? Wir dürfen auf einen neuen Frühling hoffen. Schon der Reformator, der Martin Luther, hat diese Sehnsucht gehabt. Und wir wollen jetzt das Zitat nicht einfach als Luther-Zitat hören, sondern wir wollen es hören in Bezug auf unsere Dörfer, wo wir herkommen. Kennerkinder und Umgebung. Der Winter, wo die Herzen in Sünden und Sorgen erfrieren, ist nicht in des Teufels Hand. Wenn der Teufel den Winter in der Hand hätte, so müsste ewiglich Frost sein. Das ist aber nicht so. Es gibt Erweckung und Erwärmung. Wir wollen es uns nicht nehmen lassen, auf das Tauwetter Gottes zu warten. Ist die Erwartung vor der Erweckung frommer Wunschtraum oder in traumhafte Nähe gerückt? Ich würde es gerne auch wissen. Ich habe mich gefragt, was soll ich an der diesjährigen Pfingsten predigen? Und ich versuche mich auch immer wieder drin, auf Gott zu hören. Was ist aber, wenn ich nichts höre? Schweige ich dann auch? Habe ich den Mut dazu? Mir ist dann ein Vergleich in den Sinn gekommen. Ein Beamer funktioniert einfach nicht. Was ist das Problem? Ganz einfach, weil die Kabel nicht angeschlossen sind. Die hängen irgendwo in der Luft. So kann ja keine Kraft fließen. Und meine erste Frage ist, wie steht es eigentlich um deinen Anschluss bei Gott? Hast du dich jemals auf sein Angebot eingeladen? Weil in Jesus Christus streckt Gott uns seine Hand entgegen. Er will dir das neue Leben in der Dynamik vom Heiligen Geist schenken. Und mit ihrer Entscheidung für Gott wirst du zu einem Tempel vom Heiligen Geist, wo der Heilige Geist drinnen wohnt und Raum hat. Und um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, braucht es erstens, zweitens, drittens, viertens. Nein, es braucht nur etwas, gemäss dem Lukas. Wir müssen nur den Vater bitten. Wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Ein Beamer braucht ja 2 Kabel, um zu funktionieren. Über ein Kabel wird der Strom zugeführt. Wenn der Beamer am Stromkreis angeschlossen ist, dann kann er leuchten. Aber ein Beamer soll ja mehr als einfach eine teure Lampe sein, die Helligkeit verbreitet. Und darum braucht es noch ein zweites Kabel. Das Kabel, wo die Daten fliessen, wo wir Bilder und Ton dadurch haben. Und mein Vergleich ist so, der erste Jünger ist Kraft von oben versprochen worden.
Kraft vom Heiligen Geist. Und ebenso der Geist, der sie in alle Wege von der Wahrheit wird leiten. Ein Beamer braucht also beides. Er braucht Strom und Daten. Und genauso brauchen wir als Christen Kraft von oben, aber auch Erkenntnis von der Wahrheit. Ich habe schon Christen erlebt, die haben zwar den Stromanschluss, die haben den Heiligen Geist, eindeutig, sie tun sogar viel für Gott, aber vielleicht nicht das, was Gott auf dem Herz hat im Moment. Unser Umgang mit der Kraft vom Heiligen Geist ist manchmal ein bisschen ähnlich dem, wie wir mit dem Strom umgehen. Wir müssen einen Mixer, eine Bohrmaschine, einen Staubsauger oder eben einen Beamer zum Laufen bringen. Und was machen wir? Wir suchen die nächste Steckdose und setzen das Ding unter Spannung. Was wir einstecken und wie das Ding soll funktionieren, das bestimmen ich allein. Der elektrische Strom ist nur dazu da, das anzutreiben, was ich will, und zwar auf Knopfdruck. Und genau an diesem Punkt streikt der Heilige Geist. Und wir wundern uns vielleicht noch. Weil der Heilige Geist ist mehr als einfach Kraftspender für unsere mehr oder weniger frommen Wünsche. Er will mitreden, mitbestimmen, mitgehen. Wenn ich sage, wo es lang geht, dann tue ich den Heiligen Geist instrumentalisieren. Und der Weg ist für mich und ich glaube für alle, dass wir lernen, wieder auf Gottes Stimme zu hören, online zu sein mit Gott. Und so gelangen wir zu einem erfrischenden Leben mit Gott durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und darum wollen wir uns im zweiten Teil von dieser Predigt mit dem Geist beschäftigen, der uns gemäss Jesus in alle Wege von der Wahrheit führt. Die Bibel ordnet dem Heiligen Geist verschiedene Bezeichnungen und Eigenschaften zu. Mal wird der Geist von der Liebe genannt, dann Geist Gottes, dann wieder Geist Jesu oder eben Geist der Wahrheit. Fürsprecher, Tröster, Beistand sind weitere Bezeichnungen für den Heiligen Geist. Und heute beziehe ich mich auf die Bezeichnung Geist der Wahrheit. In seinen Abschiedsreden hat gemäss Johannesevangelium Jesus 3-mal ausdrücklich von dem Geist der Wahrheit geredet. Seine Aufgabe ist es, für uns Christen Wegführer zu sein, zu sagen, was unsere nächsten Schritte sind. Und da lesen wir in Johannes 16, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wenn wir also die Dynamik vom Heiligen Geist haben und kennen, dann sind wir noch lange nicht am Ende unserer Reise angelangt. Er soll uns leiten in das, was jetzt gerade der Wahrheit am besten dient. Und bezüglich Geistesleitung finden wir in der Bibel die verschiedensten Beispiele. Das deftigste ist für mich der Prophet Hesekiel. Der ist tatsächlich mal vom Geist an den Haar gepackt worden und nach Jerusalem geführt worden. Zwischen Himmel und Erde. So ein Gratisflug ist doch ein bisschen sonderbar. Man kann das nachlesen in Hesekiel Kapitel 8. Oder ich denke an alte Simeon, die Nachweihnachtsgeschichte. Der hat irgendwann durch den Heiligen Geist in seinem Leben versprochen bekommen, du wirst nicht sterben, bevor du den verheißenen Messias gesehen hast. Und vielleicht hat der Simeon jahrelang mit dieser Verheißung im Herz gelebt, ist immer älter geworden, hat sicher bei jedem Geburtstag wieder an das Versprechen gedacht. Und eines Tages war es wieder der Heilige Geist, der klar zu ihm geredet hat und gesagt hat, jetzt musst du in den Tempel gehen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Vom Geist geleitet war er in den Tempel gekommen.
Und es ist genau der Zeitpunkt gewesen, wo Maria und Josef Jesus zur Darstellung in den Tempel gebracht haben. Der Simeon hat also auf die Stimme vom Heiligen Geist gelost und hat sich von ihm führen. Der David hat uns zum Eingang ein wunderbares, aktuelles Beispiel erzählt, wie es heute noch passiert. Eine unerhörte Ermutigung. Und ich habe mich auch gefragt, wo hast du das schon erlebt? Es gibt verschiedene Situationen zu erzählen. Mir ist in den Sinn gekommen, dass wir mal in einem Haus gewohnt sind, wo eine Familie war mit 3 Mädchen und die Mädchen sind misshandelt worden. Und es war so weit, dass die Polizei eingreifen musste und die Gemeinde, also die politische Gemeinde, die 3 Mädchen fremd platziert hat. Die 3 Mädchen haben dann miteinander zu einer gläubigen Familie gehen. Und die gläubige Familie hat gleich mal geschaut, dass jedes von diesen Mädchen Gott und Götti hat. Und so haben sie halt Kontakte unter den Christen und für jedes ein Ehepaar gehabt, das Gott und Götti war. So weit, so gut. Dann hat meine Marianne mal den Eindruck gehabt, sie müsste dieser Frau, die die Mädchen aufgenommen hat, dieser Familie, anrufen und fragen, ob sie noch Gott und Götti brauchen. Und sie hat gefunden, was ist das jetzt meine Idee oder soll ich das wirklich? Ist das wirklich dran? Und sie hat gemerkt, doch, das ist von oben. Und sie hat zum Telefon gegriffen und dieser Frau angerufen. Und dann hat die gesagt, das ist schon interessant, jetzt hat gerade ein Ehepaar abgesagt, sie möchten doch nicht Gott und Götti sein und jetzt rufst du an. Das ist in dieser doch schwierigen Situation für die Familie und ein gewaltiger Händedruck Gottes gewesen. Und ich merke immer wieder, wie bei uns Marianne da viel offener und sensibler für das Reden Gottes ist als ich. Aber so kann man einander ergänzen. Ja, in der Regel ist das Leiten vom Heiligen Geist etwas sehr Sanftes. Im Gegensatz zu der Stimme vom Satan ist Gottes Stimme eher leislich und lässt uns den freien Willen. Gottes Stimme ist eben nicht vergewaltigend. Erinnert mich an Gottes Begegnung, die der Elia hatte, wo zuerst ein gewaltiger Orkan war, der Felsen gespalten hat, dann ein Erdbeben, eine versengende Feuerglut. Und Gott war in alledem nicht gewesen. Als dann aber das sanfte Sausen kam, hat der Elia gewusst, dass Gott jetzt in allernächster Nähe ist und hat darum sein Gesicht verhüllt. Und tatsächlich hat er die Stimme Gottes gehört und hat dort Anweisungen bekommen, die wichtig waren für seinen zukünftigen Dienst. Der Prophet Jesaja lehrt uns, dass es kein Kunststück ist, auf Gott zu hören. Wenn er schreibt, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Hast du das heute Morgen auch schon erlebt? Wenn wir unsere stille Zeit machen, nehmen wir uns ja Zeit, mit Gott zu reden, auf ihn zu hören, die Bibel zu lesen. Und bei mir ist die Gefahr einfach immer gross, dass meine stille Zeit ausgefüllt ist mit Beten und Lesen. Und dass ich wie zu wenig mir Zeit nehme, um jetzt noch still zu werden und zu verarbeiten, was da war. Weil in die Stille hineinzufinden, finde ich herausfordernd. Leidet ihr manchmal schon am Lärm, an der Hektik und an der Oberflächlichkeit unserer Zeit? Ich glaube, wir müssten wieder einen Weg aus dieser Geschwätzigkeit herausfinden. Weil das Hören auf Gott ist eine wichtige Voraussetzung, um geistlich zu wachsen und das zu tun, was Gott auf dem Herzen hat. Wer hören will, muss auf einmal still werden. Das ist die Voraussetzung, um Gottes Stimme zu vernehmen. Und wer viel redet, muss viel hören. Und wer viel hört, muss viel schweigen. Ich glaube, nur im heiligen Schweigen vor Gott bekommen wir wieder die Vollmacht zum Reden vor Menschen.
Und das gilt jetzt nicht nur für die Pastoren, sondern für jeden Gläubigen. Weil wir alle zusammen, wir sind ja mit Leuten unterwegs, die Jesus noch nicht kennen. Der Jesaja fährt weiter: Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Also die Folge aus dem Hören und dem Horchen ist dann das Gehorchen. Unser Gehorsam verstehen wir ja manchmal fast so ein bisschen als unwilligen, fast aufzwungenen Gehorsam. Die Eltern haben uns etwas befohlen und dann hat man nicht diskutieren, dann hat man es machen. Noch schlimmer war es im Militär. Gott möchte, dass wir über diese Art von Gehorsam rauskommen. Er möchte, dass wir echt auf ihn hören, am besten so, wie Verliebte aufeinander hören. Ich komme zum Schluss. Unser Bemühen besteht eigentlich aus dem Kampf um die Stille. Wir sind äußerlich gesehen von so vielen Stimmen und Eindrücken umgeben, dass wir überfordert sind, weil wir ständig entscheiden müssen, was wesentlich ist und was nicht so wesentlich ist. Aber auch innerlich finden wir manchmal fast nicht mehr zur Ruhe, weil so viele Eindrücke da sind, die wir ausgesetzt sind, die wir verarbeiten müssen. Und darum sage ich noch einmal, unsere Aufgabe besteht eigentlich nur aus dem Kampf um die Stille. Und daraus ergeben sich für mich ein paar Ansatzpunkte. Ich möchte nach einer neuen Qualität vom Hören auf Gott streben. Vielleicht fällt es am einen oder anderen ein bisschen schwer. Dann lade ich ein für ein Samstagstreff, wo wir miteinander auf Gottes Stimme hören, wo wir miteinander ruhig werden. Das kann eine Hilfe sein, sich auch die nötige Zeit zu nehmen. Und ich wünsche mir eine neue Aufmerksamkeit für das Leiten vom Heiligen Geist, für mich, aber auch für uns alle, dass wir uns immer wieder fragen, bin ich wirklich angeschlossen? Nicht nur die Dynamik vom Heiligen Geist, sondern auch die Wahrheit vom Heiligen Geist, dass beides mich erreichen kann. Dass nebst dem Stromkabel auch das Datenkabel angeschlossen ist. Gott schenkt uns den Geist von der Wahrheit. Und der Geist Gottes bringt uns zu dem, was selber der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er bringt uns zum Erlöser Jesus Christus. Amen.